So, da bin ich wieder. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream mit mir, dem Darth Hellion. Und wie bereits gestern angekündigt, nachdem ich mich über Episode 9 echauffiert habe, hier da drüben heute jetzt mal an, die möchte kommen. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Ach ja, als ich mich über Episode 9 echauffiert habe, habe ich ja gesagt, da jetzt die Serie rausgekommen ist, hauen wir uns heute mal wieder einen Witcher rein. Und wir stehen schon gegenüber von der jungen Dame, die saufen wie ein Loch im wahrsten Sinne. Haben wir mit der eigentlich schon geredet? Kann ich dich kurz sprechen? Ich hätte gleich mal eine Frage an dich, Mädchen. Wie machst du das? Dass zum einen dein Becher, dass du saufst ohne Ende, aber dein Becher scheinbar nie leer wird. Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Feen die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder. Und dann die nächste Frage, wie kann es sein, dass du so viel saufst und immer noch nüchtern bist? Du bist komisch, Mädchen. Leb wohl. Ja. Du bist heiß, aber auch komisch. Ja gut, was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen unter 4 Augen mit Yennefer reden. Die Feste von Kertrolde sind legendär. Heute fällt er mal Eier fotzen, ey. Gezähmte Bären. Ja, Keller sind bis unter die Decke mit dem besten Leben. Sie muss mit... Oh, ich will selber. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Jardona Anhinda und Jalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Beruhigt euch, geht vor die Tür. Also, ich habe ja die Witcher-Serie jetzt schon durchgeschaut. Das waren ja bloß 8 Folgen, leider. Und Alter, die Yen. Also, ich kann spoilerfrei sagen, am Anfang hätte ich sie nicht als Yennefer identifiziert. Als die käme, ist gut, ich habe es an die Augen erkannt, da habe ich schon vermutet, aber ich hätte sie nicht als Yen erkannt, muss ich wirklich sagen, das kann ich spoilerfrei sagen. Wer die Serie gesehen hat, der weiß, was ich meine. Vor allem, wenn du sie halt mit der Yen da jetzt vergleichst. Beruhigt euch, geht vor die Tür. Geht vor die Tür, beruhigt euch. Also ich schätze mal, in einem von diesen 2 Optionen werden wir uns da mitschlägern müssen. Und ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass wenn ich sage, beruhigt euch, dass ich dann mitmachen wird. Weil dann heißt es halt, dann werde ich wieder blöd angeredet und was. Was soll ich machen? Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Er hat drauf geschissen. Sag mal, beruhigt euch. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Boah, jetzt gibt's aufs Maul. Also sowas geht ja mal nicht. Sowas geht ja mal gar nicht. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Denke weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Also, ich mag ja Triss lieber, aber sowas ist ein No-Go. Du es nicht tust, tu ich es. Ja. Hau der ja mal sehr Pimmel durch die, du Wichser. Oh, Scheiße.
Ja, nix Totenkopf, Mann, ich bin Pro-Gamer. Beschissenen Bastard umpackst. Wenn du es nicht tust, tu ich es. Also, wie gesagt, ich mag Triss lieber, mir ist Yen auch nicht so sympathisch, aber sowas, so redet man nicht über eine Dame. Jetzt komm, scheiß Ausdauer, geh runter. So, zerpimmelt habe ich den. Pro-Gamer, Alter. Also War wenn das du... genug? Hast echt gut ausgeteilt. Seh immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unsere Nächsten. Gern. Natürlich, komm, wir saufen. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Was spricht schon gegen ein Schlückchen in guter Gesellschaft? Nichts. Aber denk dran, dass wir nachher wichtige Dinge besprechen müssen. Nüchtern. Ja, ja. Ich denk dran. Trinke so, wie du kämpfst. Dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Auf Jarl Lugos den Irren und seinen Irrsinn. Ex. Oh, schade. Tut uns leid. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Ach, der Geralt. Ja, wir haben mit Stufe 13 einen Stufe 77 zerpimmelt. Da hatte ich mal so einen Pro-Gamer, Alter. Hab ich eigentlich Inventar? Kann ich mir jetzt umziehen? Irgendwie ausrüsten? Tatsächlich, geht sogar. Ja, gut, wir bleiben jetzt mal im sauberen Outfit. Mir ist Geralt der saubere. Und ich muss ehrlich sagen, bei der Serie, ich finde, der Henry Cavill, also der Hauptdarsteller, macht das echt gut. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, denke mir, ja, Superman als Geralt, ich weiß es nicht, aber ich muss wirklich sagen, bin sehr positiv überrascht von der Serie. Hat eindeutig Game of Thrones Potenzial. Meiner Ansicht nach. Oder Jennifer, was sagst du? Ja, sagt dasselbe. Findest du dein Gegenstück Und in der jetzt? Serie? Jetzt sehen wir uns Moissacs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Gehen wir? Wir sollten nicht gehen. Sagen wir, ah komm, scheiß auf, wir sind doch keine Spießer. Ich nehme an, Moissac ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Also, wir suchen eine Maske. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Sie will Batman werden. Vielleicht, Batman Arkham Knight habe ich auch noch da. Vielleicht spiele ich das auch einmal. Ich habe die ersten zwei Teile, Arkham Asylum und Arkham City, die spiele ich vielleicht auch einmal, wenn ich Bock drauf habe. Aber jetzt machen wir erstmal The Witcher. Wegen der Serie halt und weil ich halt einmal wieder Bock drauf habe. Und wie immer, wir nehmen ein Ei mit. Eier kann man immer brauchen. Und damit meine ich nicht nur die im Sack. Ich muss wieder ein bisschen umdenken von Greedfall, weil da war alles neben auf Viereck und nicht auf Dreieck. Porträt der älteren Völker, ja, das könnt ihr jetzt lesen, aber... Wir sind ja nicht zum Lesen da, sondern zum Zocken. Schritte. Was? Ja, weil ich hinter dir laufe. Psst. Wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen und Stare zwitschern.
Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Sitzgewand noch, passt, oder? Ja. Ja? Ja. Das war nah dran. Ich weiß auch nicht, seit ich die Serie jetzt kenne, ist mir Yen auch irgendwie sympathischer geworden. Weil ich halt jetzt die Origin-Story von ihr kenne. Die hat's ja auch nicht leicht. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissaks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Sorry, jetzt hat's mir gerade das Mikrofon schon wieder rausgezogen. Also wir müssen jetzt am Fenster entlang graben, oder wie? Mädchen, was willst du? Wir nehmen erstmal das Bier mit. Nehmen alles mit. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Was? Was? Wie, du hast schon was Hässlicheres gesehen? Was ist denn da so schön? Das ist ein Holzverschlag. Ich glaube, er bezog sich eher auf die Aussicht. Wobei die Aussicht echt geil ist. Also das ist wirklich eins von meinen Lieblingssachen an The Witcher, die geilen Welten. Also schaut euch das an. Das ist wirklich so, ich finde das so gut gemacht. Also wir machen es. Ja, Springer war, genau, Springer war auf Kreis. Gut, Jenny. Ja? Ja, so lustlos. Ja, was willst du denn? Lass mich in Ruhe. Oh, das sieht gefährlich aus. Das schaut nach Arena aus. Da unten. Nehmen wir jetzt gleich irgendwelche Viecher. Sollen wir vielleicht waffentechnisch ein bisschen ausrüsten? Ja, wir rüsten mich mal mit Waffen aus. Da passiert jetzt gleich irgendwas. Kann ich mich ausrüsten? Müsste schon gehen. Schauen wir mal, was hat denn da? 86, 117. Wie schaut es mit den Silberschwertern aus? Ach, stimmt, genau, mit den Silberschwertern. Da habe ich ja mein kleines Silberschwert-Dilemma am Anfang gehabt. 187, 220, 187. Ich glaube, ja, ne, scheiße, immer gleich 220er. Da haben wir jetzt gleich rein, du. Das hat 117, das hat 86, das hat 100. Und da haben wir gleich volle Kanne hauen wir uns dann rein mit Ambrose auch noch mit. So, jetzt sind wir ausgerüstet und jetzt schauen wir uns. Wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Da ist ein Haufen Viecher da. Die Viecher sind mir nicht ganz geheuer da. Diese Viecher. Was gibt's da? Kann ich wieder umschauen? Ah, ich muss wieder umschauen. Ich muss die Viecher anschauen. Aha. Das ist ein Reh. Kann ich die Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach, bitte. Ja, es kann schon sein, dass du in Kaer Morhen hast. Sieht lebendig aus. Ja, ein bisschen zu lebendig für meinen Geschmack. Gut, die haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Na, Spezi. Warum kann ich die nicht untersuchen? Jetzt, halt. Bleib stehen. Untersuch das! Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Aber sowas von, Alter. Ja, jetzt habe ich alles durchuntersucht und jetzt? Dann wird der Jennifer reden. Na, Jen? Heute Rünsel Ja. dann? Ja. Warte, jetzt fällt was ein.
Sag mal, Jen, bist du dick, dumm und hässlich? Ja. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf. Es war so klar. Es war so klar. Monster. Was? Was, dieser neue Totenkopf ist mich verarschen? Eines weniger. Also die Wölfe heute nicht Eines vorher. weniger. Erst auf! Alter! Oh, jetzt der Pimmel eigentlich. Wieso haben die alle Totenkopf und trotzdem... Ein bisschen blocken vielleicht. Blocken war einmal eine Option, glaube ich. Riecht es nach Pilzen? Nein, für mich riecht es nach süßem Gras, das in der Sonne... Alter, was war denn das jetzt? Komm, sind euch alle an. Aber dass die alle Totenkopf machen, die überraschen wenig schon eigentlich. Erst gesagt, da, jetzt sind die gleich nochmal an. Eines weniger. Ah, das ist mir gleich sauber, oder? Geht das Reh auch auf mich los? Irgendwo her ich da noch einen. Da ist einer. Ja, gleich anzünden. Anzünden ist da recht effektiv gegen die. Aber es war so klar, dass jetzt da gleich wieder irgendwelche Viecher kommen. Haben wir es jetzt? Jetzt flieg schon um. Was war denn das jetzt? Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moisaks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Was hat sicher lustig ausgesehen, das glaube ich ja. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast ja fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Ey, die hatten alle Totenkopf, ja. Gut, wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. Ey, die haben aber fast alle Lass uns Totenkopf-Symbol reingehen, gehabt, Geralt. ja. Also, das war schon... Aber ich glaube, das war jetzt wirklich lustig. Ich pack mal wieder. Ja gut, so Stahlschwert heute jetzt mal nochmal. Ich glaube, das war richtig. Das war nicht jetzt wirklich lustig ausgesagt. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Auffällig, unauffällig. Wir sind wieder auffällig, unauffällig unterwegs. Ah, das Labor unseres Droiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Was wissen Sie mit der scheiß Maske? Batgirl spielt. Oh, schau mal, Excalibur. Kann ich das mitnehmen? Ein Schwert in einem Stein. Das gut. Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Ich will's haben. Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Ja, mach bitte den Schraubstock auf. Ich will dieses Schwert haben, das schaut cool aus. Moisaks Stab. Er gehört zu den wenigen Droiden, die einen benutzen. Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, Ja, ganz dass kurz. die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Die Einwohner Skelligers erzählen sich wie die Völker des Nordens Legenden über die wilde Jagd. Dieses fürchterliche Phänomen ist angeblich ein Omen für Kriegen und Unglücken. Charakteristisch für die Geschichte der Inselbewohner ist, dass in ihnen, anders als in den Festlandlegenden, die wilde Jagd nicht als galoppierende Geisterkavalkade am Nachthimmel, sondern auf einem geisterhaften Langschiff erscheint. Dieses Schiff heißt Nagelfahr. Es besteht aus den Klauen der Toten, wie es in den Insellegenden heißt. Und es so schneiden die
Abergläubische Skelliger ihren Toten die Fingernägel, damit kein Baumaterial für das grässliche Langschiff anfällt. In vielen Legenden kommt die Nagelfar aus Morhok, dem Land des Chaos. Also die schneiden ein Schiff aus Fingernägeln, das ist irgendwie ekelhaft. Das ist ekelhaft. Kann ich mich hinlegen? Nein, ich will was auf. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad. Von Sascha Hady. Ja, nein. Diese jetzt nicht. Met. Zwergischer Dreifachmet. Ja, Met den Gergen. Was haben wir denn da noch? Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Ja, wow. Da ist noch was. Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht: für Onkel Moisak. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Mhm. Was haben wir denn hier? Sieht aus, als würde Moisak etwas in die Hand der Statue legen. Das schaut so aus, als könnte man da noch mehr. Ich glaube, ich schaue mich noch ein bisschen um. Ich brauche noch was anderes. Ich muss mich weiter umsehen. Ich glaube, da hat man dann mehrere Sachen zur Auswahl. Tonschädel, nehmen wir mal die mit. Ein Kinderschädel? Wieso hat dieser Druide ein Kinderschädel in seinem... Ein Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Okay. Also dann, da ist eine Comedy Map. Sieh dir das an. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon veraltet. Jetzt schon veraltet, ja jetzt. Du kannst da keinen Kommentar sparen. Also ich muss jetzt... Ich will dieses Schwert haben. Ich will dieses Schwert haben. Kann man den Schraubstock da... Also sollte das wirklich ein Schraubstock sein... Kann man das nicht irgendwie... Vielleicht mit Art? Kann ich da nichts machen? So, das weghauen, so... Nix. Schade. Schade, schade. Ich hätte es gern aufgemacht. Und versucht. So. Also, ich schätze mal... Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir Schädel, Becher Met, ich weiß nicht. Machen wir mal Schädel, das ist vielleicht so ein Sein oder Nicht-Sein Ding. So, liebe Statue, wie wäre es mit einem Schädel? Nix. Du siehst doch nicht nach einem nachdenklichen Prinzen aus. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Geralt so mag, weil er hat jetzt, also er hätte jetzt wahrscheinlich genau an dasselbe gedacht wie ich. Ja, was weiß ich, nehmen wir einen Becher. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Das klang gut. Scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Okay. Moisak liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Batman! Oh, hier kann ich was aufnehmen. Die weiße Kälte, scheiße auf, Engel. Wir sind nicht zum Lesen da. Was willst du jetzt? Alter, rumpelt da einfach an mir Geralt, komm vorbei. her. Ich habe die Maske gefunden. Ja, und ihren Bossgegner. Endlich. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... War jetzt so klar. Nimm dies! Wir sind gefangen. Ja, ach nee. Hey Jen, du bist ja fast so schlau wie der Kerl Kestis. Der hat auch immer so seine schlauen Bemerkungen. Ja, ich hab Schild. Alter, wieso? Ich mach bei dem fast keinen Schaden. Was soll denn die Scheiße? Ja, da ist ein bisschen mehr Schaden gemacht da. Ja, auf zu Block, du Wichser! Jens, tu mal was! Hilf mir! Oh, vielleicht wird er die.
regeneriert der? Daneben. Nicht gut. Ja, nicht gut, du hast... Jetzt Jen, mach halt auch mal was! Steht da die ganze Zeit nur rum und schaut recht blöd. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Ja, wenn du mit dem fertig bist, aber du musst erstmal was tun. Ich mach doch gar nichts. Ich mach doch alles allein. Oh Gott, Alter, hörst jetzt auf, du Wichser. Die steht da und tut nichts. Da war ja sogar die Mary so hilfreich. Ja, kennt doch. Ja, endlich, Zeit wert. Du hast dich mit der falschen Zauberin angelegt. Ja. Das ist leicht zum sagen, wenn ich die ganze Arbeit mache. Toll, jetzt ist das Silberschwert auch noch im Arsch. Ich schaue, dass ich ein Silberschwert zurückbringe. Einfach großartig. Ja, großartig. Hoppala. Das habe ich bei Brenner gelernt. Bei wem? Wer zur Hölle ist Brenner? Wieso zirkt dem nichts ab? Ich hau auf den Ei und zirkt dem überhaupt nichts ab. Was ist das schon wieder für eine Scheiße? Irgendwie treffe ich, hau ich da bloß bei jedem zweiten Schlag drauf. Und die tut überhaupt nichts. Ah, halt doch nein. Boah, du Arschlochvieh. Boah. Geralt. Ja, was, Geralt? Du weißt jetzt noch mal, was tust du für dein Geld? Scheiße, ich muss ein bisschen healen. Was nicht schlecht. Das habe ich bei Brenner gelernt. Wer zur Hölle ist Brenner? Also ich kenne eine Meisterin von ihr aus der Serie, aber die hieß irgendwer anders. Ja, also Skepto. Die Serie, die wo sie da in der Serie ausbildet hat, die hat aber anders. Hast du das gehört? Gerochen. Gas. Das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Zuallererst müssen wir mal da was mitnehmen. Wir müssen... Jetzt sind wir in der Falle. Toll, danke. Super, Jennifer. Vielen Dank, dass du uns allein gegen dieses Viech hast, oder fast allein gegen dieses Viech hast kämpfen lassen. Dass du uns in der Falle gelockt Der hast. verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell. Was immer dir einfällt. Wir werden erstickt. Verdammt, ich will sie doch nicht küssen. Die haben mich gerade allein kämpfen Halt dich an lassen. mir fest. Die Matz hat mich gerade allein kämpfen lassen, Leute. Da schmus ich doch nicht mit der. Seht ihr, da schmus ich doch nicht zum Tag auch noch mit der. Puh. Ihr könntet mich ja am Arsch lecken. Und überhaupt, wenn er steht da drin, ist gerade am Verrecken und das erste, was ihm einfällt, ich will dich küssen, Jen. Was ein Hühnerdreck, du. Was ein Hühnerdreck. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Königes Thron zu besteigen.
Oh nein. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Ach süß, kleines Messerchen. Möge der Beste oder die Beste gewinnen. Dass sie jetzt die Mädels immer wichtig machen müssen. Mit ihrem süßen kleinen Tischmesser. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speakerrook wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie einem mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Die Ceres, ja. Sie ist schon süß. Oder Ceres hieß sie. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Also so wie die Yen der Ozung ist, mit diesen Straps, oder wenn man dazu sagt, was die da hat. Was das meine war ordentlich zapfig. Ich brauche deine Hilfe beim Äußern, wir wissen, wo Ciri gewesen sein könnte. Machen wir das Erste. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arz-Kellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Danke, muss ich mit ihm reden. Oh, meinst du das? Ich frage mich, ob ich mit Moissac reden sollte. Überlasst das mir. Geht ihr nach eurer Cyrilla suchen. Wenn ihr etwas zugestoßen wäre, hier auf Arz-Kellig, unter meiner Aufsicht, dann würde ich mir das nie verzeihen. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Was für Spur? Arnwald! Sagt dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalrik nicht verrückt, sondern verflucht ist. Wer zur Hölle ist Udalrik? Ich dachte, alle Riesen wären längst tot. Ceres möchte Udalriks Fluch brechen. Möchtest du nicht selbst den König werden? Anfangs hätte ich immer gemeint, er war schon der Kini, aber Kini, das war ja der, wo wir vorher da auf dem See da versenkt haben, praktisch angesunken haben, der wo da mit seiner Tochter hinaus ist. Also ich glaube, dass seine Tochter war. Ja. Ich dachte, die Riesen wären längst tot. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben.
Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Art Skellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Jetzt fängt einer zum Schiffen, aber was soll denn die Kacke? Jetzt fragen wir erst einmal, ob er selber Kini werden will. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Sehe ich auch so. Nilfgaarder, ja. Ceres möchte unterwegs. Ja, der Ceres, der helfen auf jeden Fall. Kleine Süße. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass sie meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die... Ich traue Udalrik nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. 10 Euro, dass sie recht hat. Dass sie recht hat mit dieser Fluch, dass sie recht hat mit der Fluchtgeschichte. Ich helfe deinen Kindern. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Immer. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Art Skellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Fest, Krach. Wir sehen uns später. Sag doch mal, was lernen wir so, hey? Die Maren. Jennifer. Ich bin jetzt irgendwie so an Maren gewohnt. Was ist das nicht? Okay, also der Krachilein. Der macht immer. Der Typ, der immer so einen Krach macht. Ich will mit dem nochmal reden. Ich kann mit dem nochmal reden. Was kann ich mit dem reden? Ich will reden. Will ich das? Ja, anscheinend will ich das. Okay. Gibt's was Neues von Hjalmar und seinen Abenteuern? Wo ist Ciri nochmal hingesegelt? Wurscht, fahren wir mal drauf. Gibt es was Neues von Hjalmar? Läuft sein Abenteuer nach Plan? Überlegst du es dir doch noch, wie? Wenn du zu ihm stoßen willst. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht sollte ich nach Undvik fahren. Frage Neuhafen. Da findest du Überlebende des Clans Tordaroch. Den Riesen wollten sie nicht jagen, aber sie sind bereit zu reden. Entschuldige, wie war das noch? Wo ist Ceres hin? Nach Spikerow. Hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie Udalrik helfen muss. Wie denn? Das frage ich mich auch. Er ist ein tapferer Mann, manche behaupten auch aufbrausend und hastig, aber... Wenn Ceres Ruhm will, wäre sie besser mit Hjalmar gesegelt. Aber so, wer weiß, was sie für Hirngespinste hat. Was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Ja, Gott. Bis dann, Krach. Okay, wir müssen uns erstmal um unser kaputtes Silberschwert kümmern. Ich glaube, da gibt es irgendwas. Ich habe leider gerade überhaupt keine Ahnung, wie viel Kohle ich eigentlich habe. Ja, jetzt noch verkaufen wir wieder ein bisschen was.
wollte irgendwas sagen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Das Phantom von... Ja, das sind nicht diese... Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Weil so wie ich die Kinder, so wie der jetzt geredet hat, sind anscheinend bei seinen Kindern der Hjalmar repräsentiert anscheinend die Muskeln und Ceres ist das Hirn der Familie. Rüstungsschmied, du bist Rüstungsschmied. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Ach was, ich wusste es. Ach ja? Hier in der Festung Kertrolde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. Ich will eigentlich nicht, nein, er soll mir nur was anfertigen, beziehungsweise... Würdest du mir etwas anfertigen? Eigentlich soll er mir nichts an, jetzt nicht direkt, wie viel Geld habe ich. Ja, 545 Euro, das wäre lange vorerst. Reparieren, und zwar... Ach, das ist ja das. Ach, ich habe ja das schlechte Silberschwert gehabt, ja kein Wunder, dass ich dem Viech da vorher nichts abgezogen habe. Ja, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht richten. Und ich wundere mich schon, warum ziehen die dem Viech da nichts ab, dabei nimmt er einfach die schlechteste Silberschwert, das er hat. Okay, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Jetzt pass mal auf, was brauchen wir denn nicht mehr? Das da, weg. Weg. Gut, haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle im Sack. Brauchen wir das? Na, weg. Okay. Ja gut, also und das erklärt den Zustand des Schwertes. Was hast du denn so? Wer wird wohl König? Was meinst du? Wer wird der nächste König der Insel? Hjalmar, das ist klar wie Kloßbrühe. Er ist tapfer und großzügig und aus Krachs Clan. Es gibt keinen besseren Anwärter. Ja, die Ceres. Mein Gott, die Ceres. Die meisten werden sie wahrscheinlich nehmen, weil sie halt Depth oder Brüste, Titten, Busen, was schon. Weil es halt ein Weibchen ist. Rüstungen in Meisterqualität. Ich suche jemanden, der mir eine Brustplatte in Meisterqualität anfertigen kann. Ich kenne keinen Meister, der kein Zwerg ist. Fergus vielleicht? Der sitzt irgendwo in Velen, so viel man weiß. Ach, der Fergus, das ist glaube ich der Krähenfels. Apropos Krähenfels, habe ich da nicht auch noch eine Quest offen? Schon länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich kenne mich da nicht mehr so aus. Okay, mal wieder. Wiedersehen. Für die. Ich glaube, wir gehen mal wieder zum Friseur. Mein Finger, ja, das ist schon hart und Ding. Und ich glaube, unten gibt es so einen. Jetzt nehmen wir aber erst einmal das andere Silberschwert. Und zwar das da. Obwohl, nein, nicht. Ach ja, und umziehen wollte ich mich noch, genau. Inventar, wir werden uns wieder umziehen, wir werden uns wieder das Arbeitsgewand anziehen. Gut. Brauchst du genau schnell. Toll, dieses Schwert. Ja, ich finde meine Schwerter auch toll. Gehen wir mal, reisen wir mal da runter. Ich kann jetzt auch wieder laufen. Da bin ich jetzt ein bisschen zu faul dazu, muss ich ganz offen zugeben. Gut. War schon nasser als meine Katze geheult. Rüber, ich bin darüber. Bin jetzt noch richtig. Und ich gehe wieder aus dem Wasser rein. Das ist ganz saftig. Wo ist eigentlich die Erde jetzt hier? Ich hab vorher was gesagt, von wegen Reise fertig machen. Ach nee, schon wieder Regen? Da war irgendwo ein Friseur, das weiß ich, einer von denen hinten war das. Entschuldigung. Du, bist du der Friseur? Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Wohl der Einzige auf den Inseln. Kannst du mir die Haare schneiden? Siehst du? Das hab ich doch. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden?
Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Erstmal rasieren. Frisur, nehmen wir mal eine neue Frisur. Hose, rasiert, und offen, Seiten rasiert, den elfischen Rebellenschnitt. Nehmen wir mal das. Nehmen wir mal, ich glaube, das ist die Standardfrisur, oder? Genau, das ist die Standardfrisur. Gut. Bis dann. Okay, so. Wir sind wieder im Standardmodus. Nehmen wir vielleicht noch die Armbrust dazu. Dann sind wir komplett ausgerüstet. So. Gut, was machen wir jetzt? Es ist bestimmt nicht das schlimmste Wetter, das wir sehen. Was machen wir jetzt? Machen wir Story weiter oder schauen wir mal die fest? Wie lange haben wir schon? Oh, schon 47 Minuten, Alter. Ich muss wirklich sagen, das Spiel, das ist für alle Spiele auch das kurzweiligste. So stark ist, wie er aussieht. Da geht die Stunde so schnell rum. Jetzt pass mal auf. Also Story, hoppala, das war falsch. Story mache ich jetzt einmal nicht weiter. Ich möchte jetzt erst einmal was anderes schauen. Graf Rolfens Schatz, was haben wir denn da? Rolfen Rittersporns ohne Verdacht zu erregen, finde Junior. Nebenquests. Herr von Undweg. Ja, das ist Frage Ulrich Bucerix. Ja, das sind diese Neben. Quint am Arsch. Fechtunterricht, da haben wir ja noch was. Machen wir doch mal den Fechtunterricht. Da haben wir ja noch was. Jetzt muss ich schauen, weil da muss ich jetzt reisen. Reisen muss ich und ich reise. Nee, schon wieder Regen? Oh nee, schon wieder Regen. Wir deren Schnellreisen. Wobei die Schnellreise in The Witcher ist leider nicht so schnell. Weltkarte. Dann gehen wir da her. Der Fechtunterricht ist da, dann reisen wir doch da hin. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Ältesten Freund am Arsch. Du meinst wohl eher nervigsten Freund. Gott, der Rittersporn, den mag ich nicht. Der geht mir im Spiel auf den Sack und geht mir in der Serie auf den Sack. Mutation ändern die Wirkungsdauer deiner Zeitbeschwäche, schneidende Kälte mit dem A-Zeichen einfrieren. Aha! Wieso knarzt eigentlich mein Stuhl so? Das ist Wahnsinn. Ja, so viel zur Schnellreise, gell? So. Na, endlich. Ich muss in die Richtung. Na, Jungs. Ihr klebt ja ganz schön zusammen, du. Grillgurkensuppe gibt's heute Mittag. Na, Oma. Reizweh. Meine Güte. Mein Fußweg stinkt. Oh, Quest. Du hast der Quest. Wer bist du? Auf zum Kampf! Ach, das ist er wieder. Den kennen wir doch schon, den Typen. Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich.
Bring es hinter uns. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Na komm schon. Ich wollte ein anderes Zeichen eigentlich machen. Ich wollte nicht machen mal. Machen wir mal hart. Ah, falsch. Mist. Und der hat schon wieder Gwen. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Tja. Der Typ ist ein bisschen... Du verdrehst unseren Mädels nicht den Kopf, du Schuft. Oh. Wieder spazieren gehen, wie eine Frauen verstehen. Das ist am Samstag auf der Hochzeit. Ich glaube, ich habe was gehört. So. Geralt, hier drüben! Ja, ja, bin schon da. Oh, mit Ehre. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch. Links, 2, 3, 4. Endlich. Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Du willst mir was zeigen. Und die Fechtstunde, du benutzt mich. Und die Fechtstunde? Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Immer heute. Vielleicht tun sie mir ja schöne Dinge zeigen. Aber ganz locker vor den Trögen. Was sagt die? Sagt er so, ja, das wird die Hände fahren. Jetzt warte doch mal, ich will mit dir reden. Was für ein Ding? Okay, Sweats. Ah, muss auch noch heute schon wieder. Oh, nicht weit müssen. Hier. Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke, wie in den Romanen. Zieh das Schwert. Ich habe nur mein Stahl und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Oh Mann, nee. Ich will dich nicht verletzen. Hör mal, ich will dich wirklich nicht verletzen. Hör auf, mich zu bevormunden, sonst verletze ich dich. Und jetzt en garde. Irgendwelche letzten Worte? Sagt er zu ihr? Irgendwelche letzten Worte? Ich dachte so feiern, wenn er mal sagen hat, verdammt, bist du hässlich. Das ist so lustig. Ja, auf. So, von hinten da, Crit Damage gleich. Projektzeichen gegen die einsetzen? Das möchte ich jetzt Danke. Schade, ich konnte nicht anzünden. Bist du schnell? Ja, ich bin halt ein Hexer, gell? Ich bin Geralt der Geile. Jetzt auf da! Da kümmel die! Komm schon, komm näher. komm näher. Der Geralt ist so geil. Au! Au! Halt! Ich ergebe mich.
Alles klar? Ja, eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Welche letzten Worte? Und jetzt, wieso interessierst du dich fürs Fechten? Wieso interessierst du dich überhaupt fürs Fechten? Ich langweile mich. Ich habe hier keine Freunde. Mein Vater hält mich an der kurzen Leine. Ein Bankett nach dem anderen. Ich hasse Bankette. Mhm. Öde Gespräche, schreckliches Essen, schwache Getränke. Genau. Mit dem Schwert in der Hand kann ich wenigstens etwas Spaß haben. Etwas Dampf ablassen. Jetzt? Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Oh nein. Scheiße, sie ist weggelaufen. Atre bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Oh Gott, jetzt darf man wieder die verzogene Göre und so. Sie geht jetzt richtig. Kann nicht mehr weit sein. Ja, toll. Ich sehe da gar nichts. Da sind die Spuren. Schieb ab! Ich will mit dir reden, ich will die scheiß Spuren untersuchen, du Mongo. Hier geht's zur 7 Katzen. Toll. Das Mädchen will eben Spaß haben. Das Mädchen, das kriegt das gleich ein Bauer hinter die Läffin. So schaut's aus. Und der da? Die ist voll ganz schön schnell. Wir haben uns ja bloß 1-2 Sekunden lang umgedreht. Mein Freund und ich können uns zu dir setzen, dir ein paar Witze erzählen. Sehr galant, doch ich muss ab. Oh weia. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst. Das ist die Tochter des Botschafters Atre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Das kann ich leider nicht erlauben. Ich glaube, ihr habt die Dame beleidigt. Entschuldigt euch, so höflich wie ihr könnt. Vergib mir, meine Dame. Es tut mir so leid. Du bist dran. Sei höflich wie dein Freund. Verbeug dich und sei woanders ein Patriot. Zum Glück haben wir Axi geklemmt. Lukas und Kobe. An diese Namen werde ich mich erinnern. Und wenn der Kaiser Novigrad einnimmt, werde ich sie finden und dann werden sie büßen. Nur ruhig. Sie haben dir doch nichts getan. Sie haben ihre Hand gegen mich erhoben. Das reicht aus, um sie abzuschlagen. Die Stunde ist vorbei und du fragst dich, warum der Norden Nilfgaard hasst. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Tja, mei, sie ist selber schuld. Oder gibt's auch noch immer wieder Quests organisieren? Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Schicke Frisur. Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everek. Der ist der Auftraggeber. Ah. Gut, schauen wir uns das einmal an. Was haben wir denn da? Besonderes Angebot zum Wochenende. Nur in die 7 Katzen. Fleischscheibe, Jägertopf und gewürztes Schweinefleisch zum halben Preis. Bla bla bla. Das ist alles. Das ist nicht sehr interessant.
Ein Runenschmied hat neue Gestande, hat eure Gestade erreicht. Werte Kameraden am anderen Ende der Welt, über weite Meere bin ich gefahren, um diesen Ort, eure faszinierende Heimat zu erreichen. Die Namen der Tiere und Pflanzen zu lernen, die es hier gibt, und natürlich um euer Volk kennenzulernen. Gierige Wellen haben die Werkzeuge meiner Kunst verschlungen, doch das Werk des Runenschmieds endet nicht mit seinen Händen, denn er durchstreift unweit die Welt, um ihre Geheimnisse zu verstehen. Solltet ihr also ein wenig Zeit mit einem Reisenden aus dem fernen Ophir verbringen und parlieren wollen, lade ich euch hiermit herzlich in mein Zelt ein, das ich unweit von einer Mühle bei einem Dorf namens Brunvik aufgeschlagen habe. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Ich nehme das natürlich. Könnte noch wichtig sein. Hochzeitslader am Arsch, Ramanet, Monster in der Kanalisation. Das ist wahrscheinlich das, was ist der Underdog Road. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass Olgierd von Everec eine großzügige Belohnung in Gold, Juwelen und beweglichen Gütern, Verhandlungssache an jeden zahlt, der in die Kanalisation von Ochsenfurt hinabsteigt und die Bestie tötet, die sich dort eingenistet hat und Unschuldige tötet. Wobei sie eine besondere Vorliebe für junge Maiden zu haben scheint. Am besten geeignet für die Aufgabe sind Personen mit Kampferfahrung, Soldaten oder vielleicht sogar Hexer, die beim Anblick von Ertrunkenen nicht sofort das Weite suchen, da die Kanalisation mit derartigen Unannehmlichkeiten angefüllt ist. Weitere Informationen erhaltet ihr im Garen-Anwesen nordöstlich von Novigrad. Fragt nach Olgierd von Everec. Nehmen wir mit. Was haben wir da sonst noch? Gebrauchte Wiege, tausche Topf. Das Such Olgierd von Everec des Auftrags auf. Das hat Totenkopf, also wird das wohl noch ein bisschen warten müssen. Also mal schauen, Quests. Ach, das ist schon DLC? Erforderlich Stufe 32, ja, da werden wir noch ein bisschen hier arbeiten müssen. Finde Junior, Nebenquests. Zur Förderung der Bildung finde heraus, was Kera im Turm der Reuseninsel macht. Machen wir doch das einmal. Machen wir doch das, schauen, was die Kera so macht. Kera Knightley. Da muss ich aber weiter. Da die sagen, der mal schnell reisen. Schauen wir mal, wir haben doch die Reuseninsel, da haben wir doch sogar... Oh, da ist noch ein Quest. Ja, da ist noch einiges offen. Reisen wir doch mal zur Reiseninsel. Wieder ein Schluck trinken. Ist schon was Gutes. So, eine Feierabendhalbe ist schon was Gutes, auch wenn ich heute eigentlich gar nicht so hab. Verzauberung Anfangslos. Keine Ahnung, was jetzt das auf einmal sein soll. So, ja gut. Dann da die aber meinen, die Stunde ist wie immer rum. Licht. Ganz oben im Turm. Die Stunde ist rum. Ich würde sagen, der Kira, der widmen wir uns morgen, aber das wird wahrscheinlich dann ausnahmsweise morgen Vormittag sein, weil ich Nachmittag keine Zeit nicht habe, weil ich da meine Oma besuche und dann eben Tag drauf ist Heiligabend. Genau, ich tue mal gleich abspeichern. Schauen. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich das Richtige erwische. Ich habe ja da mehrere Speicherstände. Und wir werden das überschreiben. Das letzte Mal habe ich auch meinen Geburtstag gespeichert, so habe ich gerade gesehen. Okay, wir gehen zum Hauptmenü. Ja, ich will es beenden. Gut. Ja, wir sind fertig für heute, da die Song. Ich bedanke mich wie immer bei den Leuten, die da waren, fürs Zuschauen. Und wünsche euch alle noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen Vormittag. Ich weiß bloß noch nicht wann, vielleicht so 9, 10 rum, je nachdem. Und ja, dann wird es da weitergehen. Dann schauen wir, was unsere Freundin da treibt. Wo ist denn das eigentlich? Die Location kenne ich nicht. Und da ist so eine Dame, die läuft da rum und singt anscheinend. Da, seht ihr die? Da in der Hütte da drin. Ach, was weiß ich. Ist ja wurscht. Also wie gesagt, ja. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht, schlaft's gut und bis morgen. Servus!